Ich war interessiert, die Preisverhältnisse von Kreditderivaten zu verstehen. Kreditderivaten sind relativ neue Produkte, die seit gut 15 bis 20 Jahren gehen. Und sind sich als eine Assurance. Das ist eine Assurance auf eine Schuld. Genauso wie eine Assurance auf ein Haus, eine Feuerversicherung oder eine Assurance auf ein Auto, kann sich auch versichern, dass eine Regierung verhit geht oder dass eine Entreprise verhit geht. Und dann können wir ein Remboursement kreieren. Und ich mich hauptsächlich auf die Assuranzen auf Regierungsschulden konzentriert. Und ich war halt interessiert, ein bisschen mehr zu verstehen, wie sich die Preise evaluieren, weil es noch eine ganze Reihe von Fragen gibt an der Recherche. Den Hauptkehr, den herauskommt im Endeffekt von der These, das ist den, dass wir nicht richtig verstanden haben, wie sich die Preise von den Regierungsschulden evaluieren. Und sich ging ich mengen, dass wenn eine Versicherung gibt, ob Griechenland oder Portugal, das mir so von der Schuld für Portugal oder für Griechenland. Und wir haben aber gesehen, dass über ganz lange Jahre sich die Preise über verschiedene Länder all just mal den selben Oberhof entwickelt haben, unabhängig davon, wie die Staatsschuld war oder ein Defizit war oder vielleicht Staatsreserve waren. Und das war eine große Kontroverse, wo Bemol aber mit der Finanzkrise neu empirisch vorgekommen sind, wo Bemol die ganz große Relation zwischen dem Regierungsrisiko und dem nationalen Finanzsektor, wie man ganz viele Plätze gesehen haben, vor allem in Europa. Und ich bin mit neuen Fähigkeiten gekommen und auch mit einem Modell, das halt quasi erklärt, wie sich die Globalfaktoren und die länderspezifischen Faktoren, ob die Preise entwickeln. Und ich gebe dann eine Suggestion, wie man herausfinden kann, zu welchem Zeitpunkt welche Faktoren mehr wichtig sind. In sich muss ich gucken, die Faktoren die variieren mit der Zeit. Das heißt, dass nicht zu allen Zeitpunkten sind die Faktoren nicht gleich wichtig, das evaluiert mit der Zeit. Das Problem ist natürlich zu quantifizieren und auch zu wissen, wen sie irgendwie wichtig. Und das hat relativ wichtig Input natürlich für von einer Politik monetär zu gucken, wann eine Intervention gemäht wird, für Staatsschulden aufzutreiben. Da muss natürlich wissen, sind die Lokalfaktoren mir wichtig, weil wenn alles just durch externe Faktoren getrieben wird, dann hat das nicht so viel quasi Puffer für die Preise aufzutreiben. Genauso netterweise wir bauen auf Risikomodelle für Prävention zu machen, für für potenzielle Perten und so weiter. Wenn wir die falschen Faktoren abbauen oder auch nicht nur die falschen Faktoren, wir auch quasi nicht mal erkaufen wollen, dass die Faktoren über Zeit variieren, dann kann es falsche Modelle geben, die als falsch quasi Präventionen gehen an so Risikomodelle. Ich meine, was ich fortfand, ist, dass wirklich dass mir die ganze Approche quasi all der Leben etwas Neues. Das fand ich extrem super. Da fand ich auch möchte ich also entschieden, den Beruf anzuschlagen, für am akademischen Bereich zu bleiben. Das ist einfach extrem aufwissungsreich an all der Lehren, was ich noch nicht wusste. Das ist natürlich auch oft extrem frustrant, weil ich mit meiner Masterarbeit ich gemerkt, ich ging relativ viel wissen von meinem Feld. Aber ich will mehr weitergehen, weil ich immer mehr merken, wie was das Ganze ist, aber wie wenig ich eigentlich weiß. Und das ist quasi das auf einer Seite extrem rewarding, weil ich immer all der etwas Neues lernt. Auf der gleichen Seite gesagt, immer mehr, ich weiß eigentlich so wenig von dem ganzen Feld. Und das ist quasi der zweiseitige Schwert. Ich bin extrem froh, dass Nevenair meine These anerkannt hat. Ich bin allgemein schon dankbar, dass sie mich finanziell unterstützt haben während dem guten Teil meiner These. Ich meine, ohne die Supporten, das E-Support mir von dem scientifique Support geschwärzt und auch von dem persönlichen Support. Ich meine, auch der finanzielle Support ist extrem wichtig, weil ohne den kann ich die These nicht machen. Ich meine, kann ich nicht auf Konferenzen gehen, also all die Support extrem wichtig. Nur am Ende von dem Projekt, von der ganzen Doktorsthese, haben sie das auch unerkannt am Anfang von einem Preis, was mich extrem froh möchte. Und ich bin auch froh, dass irgendwie dann schon ein bisschen gefühlt, dass ich dann etwas zurückgeben kann, weil sie auch fanden, dass es wäre, das zu valorisieren. Und das ist flott. Was ich entschuldigen möchte, dass ich heute nicht dabei sein kann. Ich extrem gerne persönlich durchgewischt für den Preis entgegenzuholen. Mir leider sind ich beruflich verhindert. Auf alle Fall will ich dem Nevenair gerne ganz viel Merci sagen. Es ist extrem froh, den Preis zu kriegen und noch an dieser Forum mit Lützeburg an dem Nevenair weiter Kontakt zu bleiben.
an natürlich net nëmmen dem Avenir, mir auch dem ganze Jury, den die These valorisiert huet, ganz ganz große Merci.